Urs Sucher, der Innerschweizer ist der erste grosse Basler Roman, kann man sagen. Ausgerechnet von einem Nicht-Basler verfasst. Ich nehme an, das erfüllt sie mit einer gewissen schelmischen Genugtuung. Das stimmt, ja. Und ich denke, manchmal ist es ganz gut, wenn man nicht dort aufgewachsen ist, über den Schauplatz, wo man dann nachher schreibt. Eine gewisse Distanz in dem Sinne. Jetzt, eine räumliche ist sicher gut, wenn man nicht hier gerade den Kinski besucht hat. Ist das positiv. Und selbstverständlich ist es für mich noch irgendwie noch, hat es einen gewissen Reiz, dass ich als Innerschweizer einen Basler Roman schreibe. Wie sind Sie darauf gekommen, ausgerechnet diesen Roman zu schreiben? Ein Text ist eigentlich immer ein Überbleibsel von verschiedensten Ideen. Das heisst, ein Rest. Ideen kommen häufig nicht über einen fragmentarischen Zustand raus. Und der Innerschweizer hat es jetzt geschafft, weil die Idee ist gut, also eine formale Idee, ein Tagebuchroman, und eine inhaltliche Idee, nämlich, dass der Kalte Krieg heiß wird. Und die beiden Ideen zusammengefügt sind offenbar tragfähig genug gewesen, dass die Idee zustande kommen. Sie haben es vorhin schon gesagt, es ist ein Roman in Tagebuchform. Das ist eine spezielle Form. Wie sind Sie auf diese Form gekommen? Weil ich ausprobiert habe, weil es mir nicht gereizt hat, zum damaligen Zeitpunkt einen klassischen Anführungszeichen Text zu schreiben, wo irgendein Erzähler etwas erzählt, sondern ich habe ausprobiert, wie kann man das auch noch erzählen, und bin darauf gekommen, dass gerade die Thematik vom Kalten Krieg und wie er einwirkt auf die Menschen, also wie er eindringt in die Köpfe und Gedanken und Handlungen der Menschen, gut darstellbar ist, wenn man das in Form von einem Tagebuch macht. Das Tagebuch suggeriert natürlich Authentizität, was in dem Fall nicht der Fall ist, aber der Schreiberling, in dem Fall der Erzähler, hat das Gefühl, dass es wirklich authentisch ist, und man kann die Mechanismen, die grossen Strömungen auf die einzelnen Menschen für Auswirkungen haben, kann man so gut abbilden. Jetzt ist eine Tagebuchform nicht unbedingt die einfachste. Man meint das vielleicht, weil man kann Stückchen für Stückchen schreiben. Aber da Spannungsbogen hinzubekommen, wie Sie es gemacht haben, tut mir recht schwer. Also haben Sie gerade das Gefühl, jetzt probiere ich gerade die schwerste Form? Ich finde es nicht die schwerste Form. Es ist eine Form, wo man relativ einfach schnell drinnen ist, wo man wie eine Art auch ein Parallellleben führt. Also ich habe ein Stück weit auch in dieser Wege gelebt. Und ich selber bin gespannt, wie es weitergeht. Und von dem her hatte ich natürlich grosse Spannungsbögen gehabt. Aber die kleinen Sachen haben sich ad hoc entwickelt. Ich wollte einzelne Figuren einführen, habe es dann aber nicht gemacht. Andere haben dann ein langes Leben gehabt, obwohl ich eigentlich gedacht habe, die könnten noch kurz Sali sagen und gehen wieder. Also es hat sich wirklich dann auch ein Stück weit dynamisch entwickelt. Sie sind selber ein Innerschweizer, der seit Jahrzehnten in Basel lebt. Was hat sich damals in den 1980er Jahren nach Basel getrieben? Bei der Uni. Ich habe hier studiert. Weil ich habe Geschichte studiert und die Uni Basel hat damals einen guten Ruf gehabt für Geschichte, und darum hat es mich hierhin verschlagen. Und wie haben Sie die Zeit erlebt hier? Als einerseits aufregend, aber das hat natürlich auch mit meinem Alter zu tun gehabt, das ich damals hatte. Also, wenn man studiert, wenn man noch relativ jung ist vieles aufregend, also auch andere Jahrzehnte, die 50er Jahre oder die Nullerjahre sind dann aufregend. Und zum anderen natürlich haben die 80er Jahre etwas Bedrohliches gehabt, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, als die ganze atomare Bedrohung, aber auch der Kalte Krieg, der wirklich auch eine alltägliche Bedrohungssituation hatte, hat man schon gemerkt und hat es einfach je nach politischem Standpunkt unterschiedlich diskutiert. Aber ich denke, das war ein Zeitphänomen, aufregend, weil viel gelaufen ist politisch und bedrohlich zugleich. Jetzt könnte man aber sagen, gerade in den 80er Jahren ist ja, wenn man sagen, der Kalte Krieg so in eine Endphase gekommen, wo er nicht ganz so akut war, wie vielleicht 15, 20 Jahre vorher. Ist das ein bisschen eine gewogte Auslegung auch, oder eine gewogte Deutung von der Geschichte, was Sie denn da vornehmen? Nicht unbedingt. Also ich meine, die 80er Jahre haben angefangen mit dem Einmarsch der Sowjets in Afghanistan. Das ist eine Zuspitzung in einer späten Phase des Kalten Krieg. Insofern hat sich dann schon einmal, ist es relativ nahe am Heissen gewesen. Und das andere ist natürlich auch einfach ist Literatur. Das Spiel mit der Fiktion, das ist ja sehr ausprägt in diesem Roman. Ich kann mir vorstellen, dass Sie recht viel Spass daran haben. Es kommen ja sehr viele Figuren aus der Zeitgeschichte vor, wo Sie zum Teil in einen ganz anderen Kontext, einen grotesken Kontext setzen. Das ist richtig. Ich
ich habe gigantisch viel Material zur Verfügung gehabt. Also das sind historische Personen, mit denen habe ich gespielt. Die habe ich zum Teil in eine Richtung da, wo es denen vielleicht nicht unbedingt passt hätte. Und habe sie irgendwie so wie umgeformt. Also ich habe ein grosses Material zur Verfügung gehabt. Ich habe die Realität als Material zur Verfügung gehabt. Und mit dem habe ich etwas gemacht. Gewisse Figuren leben ja noch, die sie dort umdeuten. Haben sie Angst vor irgendwelchen Retorsionsmaßnahmen? Nein, ich denke, es wäre ein Glück für jeden Roman, wenn irgendwelche Verfügungen eintrudeln. Wenn Sie heute auf die 1980er Jahre zurückblicken, wie kommt Ihnen die Zeit vor? Oder anders gefragt, wie würden Sie einem von Ihren Studenten die Zeit schildern? Es war eine Zeit, die geprägt war von 2 Supermächten. Von einer Angst, wie ich schon gesagt habe, von einer permanenten Bedrohungslage, von einer Politisierung von ganz Filmen. Also die Zeit war politisierter als heute, die Leute sind politisierter als heute. Und es war unklar, wie es ausgeht. Also vom Ende der Geschichte war noch keine Spur. Man hatte das Gefühl, irgendwann könnte es zum grossen Klapp kommen, zum Showdown zwischen diesen beiden Supermächten. Und zugleich war es natürlich auch eine Zeit von der Jugendbewegung. Die Jugend war bewegt, war ein Aufruhr, hat Forderungen gestellt an die Erwachsenenwelt. Es hat auch einen Generationenkonflikt gegeben, den es so in dieser Art heute nicht mehr gibt. Und es war eine Zeit, in der die Leute Utopien, Visionen hatten, also politische Visionen, die heute praktisch nicht mehr da sind. Heute funktioniert man pragmatisch, man hat pragmatische Lösungen, man versucht, die ganze Welt, wie sie jetzt ist, noch besser zum Laufen zu bringen. Aber wirkliche Visionen, die mit der Welt, die wir heute haben, nicht so viel zu tun haben, gibt es praktisch nicht mehr. Die Leute, die sie schildern oder die in der Wege vorkommen, haben ja auch ein bisschen etwas verkrampft in dem ganzen idealistischen, ideellen, visionären. Es hat eigentlich nicht so wirklich sympathische Figuren darunter. Eben, es sind alles ein bisschen Ideologen. Ist das auch die Stimmung, die Sie selber an der Uni Basel in der Zeit erlebt haben? Teilweise schon, ja. Ich denke, es ist ein Merkmal vom Kalten Krieg, dass die Leute gefangen waren in der Ideologie. Und wenn man einen Schritt aus dem Rahmen rausgemacht hat, hat man irgendwie einen Stempel vom Verräter, vom Klassenfeind. Und das war schon auch Teil gewesen und hat die Leute auch geprägt in ihrem Denken und ihrem Handeln. Basel kommt nicht so gut weg in Ihrem Roman. Das ist vor allem spürbar, wenn es um die Fasnacht geht. Da tun Sie den Anlass mit ziemlich hassvollen Tiraden übergießen, und zwar jedes Jahr. Ich meine, der Roman dauert über verschiedene Jahre. Die Fasnacht kommt immer wieder vor und immer wieder bekommt sie ihr Fett weg. Haben Sie eigentlich unter dem Lokalchauvinismus von den hiesigen Eingeborenen gelitten? Oder leiden Sie jetzt darunter? Nein, ich habe nicht gelitten, leiden auch nicht. Und ich denke, wenn wir es jetzt wirklich mal klar machen, ich bin der Autor und der andere ist der Erzähler. Mir geht es gut in Basel, ich habe auch kein Problem mit der Fasnacht. Ich habe selber Fasnachtserfahrung gemacht, einfach in einer anderen Region. Aber das ist der Erzähler, der die Probleme hat. Gut touchiert. Es kommen auch Säulenheilige von Basels Linke. Kommen daran, zum Beispiel der Helmut Hubacher, der ja dann in dem Krieg, der sich entfesselt oder, zwischen Ost und West, dann in der Schweiz zum Militärminister wird und doch ziemlich atavistische Züge dann auch annimmt. Ist das als Seitenhieb zu verstehen, bisschen auf die Hubacher-Verehrung, die ja hier in Basel zum Teil sehr, sehr, sehr gross ist? Da würde ich auch sagen, es ist einfach eine Möglichkeit von Hubacher oder eine Hubacher-Möglichkeit. Wenn die Zeit sich so entwickelt hat, wie sie hier im Buch dargestellt wird, hat sich der Herr Hubacher eventuell auch in diese Richtung können bewegen. Ein weiteres Vorbild von der Linken, der Michail Gorbatschow, Vorreiter von Glasnost und Perestroika, kommt als Kriegsliebe ziemlich schlecht weg. Währenddem der Christoph Blocher, Schweizer Nationalist und Antikommunist, während dem Krieg den Ausgleich sucht zur Sowjetunion. Ist das einfach eine kleinere literarische Boshaftigkeit oder was wollen Sie uns da sagen? Also eigentlich eben, wie gesagt, ich habe keine Botschaft, das ist einfach ein literarisches Spiel mit der Realität. Ich sage, es braucht jeweils nicht allzu viel, dass sich die ganze Geschichte hat anders entwickeln können. Also dass der Herr Blocher oder der Herr Gorbatschow in eine andere Richtung sich entwickelt haben. Das könnte sein und ich glaube, das ist so. Wir nennen das auch kontrafaktische Geschichtsschreibung, die Annahme, was wäre, wenn.